vor. Nicht? Was auch für die Sprecher vielleicht auffällt im Bayerischen sind die Verkleinerungswörter mit Ö oder in Wien mit All, Katzerl oder mit Öldegel, Pfandl und solche Wörter. Das ist auch eigentlich etwas, was sehr spezifisch ist fürs Bayerische. Oder in anderen Wörtern, wo wir auch A sprechen, schwa für schwer, la für leer, wo wir eben schriftsprachlich ein oder zwei E schreiben, auch da gilt es A. Das ist also zum Beispiel eine lautliche Gemeinsamkeit. Im Bayerischen gibt es in sehr altertümlichen Dialekten sogenannte Kennwörter. Die werden in den Städten nicht mehr verwendet, aber die sind sozusagen urbayerisch. Sowas wie Pfort für Hemd, Pfingstag für Donnerstag. Fürs Bayerische charakteristisch ist, dass das Pronomen, also das Fürwort der zweiten Person Plural, nicht ihr und euch heißt, sondern es heißt es und eng mit Varianten. Und heute ist zwar vielfach es und eng nicht mehr üblich, weil in den Städten das als wenig ansprechend und als derb gegolten hat. Es gibt ein Sprichwort, man sagt es und eng, sagt man zu Tisch und Beng, nicht? Und daher hat man dieses es und eng zugunsten von ihr und euch wieder fallen lassen. Aber es gibt noch einen Rest, der so gut wie im ganzen bayerischen Raum gilt, nämlich beim Zeitwort. Man kann in den besten Verhältnissen sagen, geht's ihr heute ins Theater, was macht's ihr morgen und so weiter. Und dieses es, ihr macht's, ihr geht's, ja, ist der Rest eines angehängten Pronomens. Was macht ihr heute, was macht es heute, was macht's ihr? Wir setzen dann also sozusagen das Pronomen doppelt, weil dieses es aus es zu einem Flexionskennzeichen geworden ist. Genauso im Imperativ geht's weg. Ja, das ist eine spezielle ein Lautphänomen, das fürs Bayerische recht interessant ist. Das Ei, das mittelhochdeutsche Ei oder in der Standardsprache als Ei gesprochen, wird im bayerischen Dialekt eigentlich als Ohr ausgesprochen. Ich sage jetzt eigentlich. Es gibt im bayerischen Dialektraum einige Gebiete, wo das A gesprochen wird, zum Beispiel auch in Wien. Und das passt jetzt zu dem, was wir vorher gesagt haben. Wenn Sie nach Wien kommen und für Ei, also heiß auf Standarddeutsch, Horst sagen, dann wird jeder Wiener sagen, das ist ein Gscherder. Und Borisch ist eben auch so ein Ohr für Bayerisch. Borisch sagt man in Dialekt, vor allem in Bayern, also in Freistaat Bayern mit AY wird Borisch gesagt, Borisch geredet. Aber an und für sich ist es in Österreich auch durchaus im Dialekt so, dass man Bayerisch, wenn man das Wort verwendet, auch sagt. Man sagt auch in Österreich in Gebieten Borisch, aber wenn Sie in Wien zum Beispiel jemand fragen, was Borisch ist, dann kann es vielleicht sein, dass der gar nicht versteht, was Sie meinen. Ein typisches Merkmal des Mittelbayerischen ist die L-Vokalisierung im Auslaut und vor Konsonant. Also es heißt Nui für die Null und Spü fürs Spiel und es wird genauso vor einem Konsonanten vokalisiert. Sföd, Wüt, da Void, Beut, Holz Mal, ereilt, für er eilt, er rennt, nicht? Und so weiter. Also das ist die L-Vokalisierung. Natürlich die Ausformungen sind verschieden. Wir sagen bis ins mittlere und westliche Oberösterreich Föd, nicht? Während die Bayern Feid oder Fuid, Feud, nicht sagen. Die Bayern sagen Spui und Wuid, nicht? Die Salzburger sagen Spie und Wied,
für Wild und Spiel. Nicht? Also das sind verschiedene Ausformungen dieser Vokalisierung, während der Süden, also der Gebirgsteil, das L beibehält. Wöld, Spül, Wollt, in der Steiermark zum Beispiel. Naja, es ist so, dass natürlich vor allem am Land und dann in einfachen Kreisen in der Stadt die Eltern Dialekt sprechen. In der Stadt wird man merken, aber heute vielfach schon auf dem Land, dass man versucht, im Hinblick auf die Schule mit den Kindern eben schon Hochdeutsch zu reden. Und die Kindergärten verwenden eigentlich auch auf dem Land weitestgehend das Hochdeutsche, sodass also in der sogenannten Vorschulzeit, nicht 4., 5. Lebensjahr, die Kinder schon mit dem Hochdeutschen vertraut werden. Dann müssen sie natürlich auch den Einfluss des Fernsehens und der verschiedenen Kassetten und Videos bedenken, die Kinder hören und sehen. Die sind natürlich alle Hochdeutsch und die sind in erster Linie sogar Norddeutsch gesprochen, selten Süddeutsch. Natürlich gibt es den Pumuckl nicht, der also eine bayerische Version darstellt, aber der größte Teil ist ja doch Hochdeutsch. Das heißt, den Kindern ist eigentlich von früh auf bewusst oder unbewusst, beides irgendwie geläufig und es hängt dann natürlich sehr von der Umgebung ab. Diglossie, wenn man es klassisch definiert, bedeutet, man verfügt zumindest über 2 Varianten und jede hat eine scharf abgetrennte Funktion. Das heißt, die Schweizer praktizieren das eigentlich. Die reden normalerweise Schweizerdeutsch und verwenden dann für irgendwelche besonderen Bedürfnisse Standarddeutsch. In Wien zum Beispiel würde ich das nicht als Diglossie bezeichnen, weil die eben ununterbrochen so hin und her schwimmen, sage ich mal, zwischen den Varietäten. Das ist kein richtiges, unter Anführungszeichen, Standarddeutsch, das ist auch kein richtiger Dialekt. Sie reden ein paar Wörter Dialekt, ein paar Wörter wieder nicht Dialekt. Das ist so ein Kontinuum. Ich glaube, in Österreich, vor allem in Ostösterreich und besonders in Wien, ist es keine Diglossie, sondern ein Varietätenkontinuum. Ein fließendes Hin- und Hergleiten zwischen sehr vielen Varietäten der deutschen Sprache. Also Hochdeutsch ist in der Sprachwissenschaft ein Ausdruck, der zumindest 2 völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Einerseits bedeutet das jede Sprachvarietät, die die sogenannte zweite Lautverschiebung mitgemacht hat. Das heißt, auch zum Beispiel der bayerische Dialekt ist in dem Sinn Hochdeutsch. Da unterscheidet man Niederdeutsch und Hochdeutsch sozusagen, ja? Wobei Hochdeutsch wieder untergliedert wird. Aber das ist jetzt, hat nichts mit Standarddeutsch zu tun, das ist die zweite Bedeutung. Das ist normgerechtes Deutsch. Die Menschen im Sprechen verwenden Hochdeutsch, aber nicht im Sinne von irgendeiner Lautverschiebung, weil die kennen sie gar nicht, das ist ihnen wurscht, sondern für die Menschen hat Hochdeutsch immer diese Bedeutung, die wir Sprachwissenschaftler Standarddeutsch mit Standarddeutsch bezeichnen. Das heißt, das normgerechte, von einer Norm gelenkte Deutsch. So, das war jetzt ein Haufen Information für den Anfang, aber keine Angst, in der nächsten Folge geht es ein wenig gemütlicher weiter und zwar mit dem Thema Dialekt in der Musik. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei bei der nächsten Folge von What the Fuck is Bayerisch?